Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn goede vriend. Welkom tot het programma Ekran. Ik hoop je hebt vandaag een zeer goede tijd. En ik mag je al zeggen dat een vriend van Canada is vandaag hier erbij. Over WhatsApp wil hij ons wat meedelen. En ik hoop dat het een grote zin voor die. Hier is dat Bota voor die waar. Hoe heet het die vandaag, mijn vriend? Wat is die dag? En de Bijbel zegt dat God ons alle zonden vergeeft. En vielleicht fragst du dich, wo schafft dort? Ja, das sage ich einfach in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was ist Sünde? Sünde ist alles dort, was uns von Gott trennen wird. Das ist all das Ungerechte, was wir getan haben. All das Falsche, was wir getan haben. Alles, was dort in der Bibel sagt, was Gott nicht gefallen hat. Sünde ist Menschen doodmerken, vleken. Dat heb je een lange lijst. En Sachen gebogen zijn. Dat is ook een zin, wanneer we van irgendwas nicht kunnen vrijkomen. Dat je du wo wir nicht eine lange Liste merken. Aber das ist alles dort, was uns von Gott trennen hat. Das sind Sünden. Und vielmal glaube ich, aber wo kann Gott alles vergeben? Wann ich was sehr schlimm mit getan habe. Vielmal brauchst du auch an andere Sache, aber ich habe was schlimm mit getan. Ich habe kein Mensch tot gemerkt. Aber vielleicht hast du in deine Gedanken allerhand Weise getan. Das sind auch Sünden und die müssen auch vergeben werden von Gott. So das sagt, dass Gott vergibt diese Sünden und er ist treu und gerecht. So er hat das versprochen, dass er das tun wird. So er ist treu, er hält daran und er ist gerecht. So dann denkst du vielleicht, wenn Gott gerecht ist, dann wird er das nicht vergeben. Wenn er ist so reich, dann kann er nicht überchecken, dass das ist der große Sinn, was ich getan habe. Aber er hat das versprochen, dass er wird. Und er checkt nicht mehr, das ist nicht nur, er checkt der Gnade an. Jesus ist für uns gestorben und Kreuz. Jesus hat alle Sünden betont, was du getan hast, was ich getan habe. Er hat die alle betont. So, wir kennen bloß eine Frau und er vergibt die Sünden. Er wascht die rein, er merkt, als es wenn die niemals getan würde sein. Und wenn du was von deinen Sünden los war und dass du nicht mehr das Schwore auf die Lei hast, diese Sünde, dann frag Gott nur, dass er die vergeben kann. Das ist eine Weg, wo du das tun kannst. Du kannst im Gebet mit Gott kommen und sagen, Jesus, ich komme zu dir und ich frage dich, vergib meine Sünden. Wasch die alle rein, wasch die weg, dass du nicht mehr sind. Vergib meine Sünden und gib mir eine neue Hort. Komm in mein Hort, nein, Jesus. So, Jesus will in dein Hort wohnen. So, dann frage ich, komm in mein Hort, nein, Jesus. Und wohn in mir. Und ich will die horchen, was immer die Messias ist. Ich will in der Bibel lesen und seine Wort ich von dir lernen kann. Ich will mit dir im Gebet jeden Tag leben. Du kannst in Gebet ist das beten, das kann auch ein bisschen anders sein. Du kannst auch mit einer Frau, wer von seinem Gebet ist, das weiter kann die vielleicht mit dort helfen. Und bete das Gebet im Glauben. Und wenn du das Gebet hast, dann möchte ich dir wirklich sagen, du bist nun ein Kind Gottes. Du bist nun von einer Familie, von der Familie, wo ich sehe, von wo all die Menschen sind, was Jesus an erhört hat. Bete das Gebet und glaub an Jesus, dann bist du ein Kind Gottes. Frau, dass er die alle Sünden vergeben kann, wenn er hat das all versprochen. Gottes Segen. So, wir gehen nun wieder mit dem Programm und wir haben hier, dass Jesus alle Sünden vergeben kann. Und wenn du das noch nicht erfahren hast, dann wach keine Minute länger. Das ist das Schönste, was du erleben kannst, wenn Jesus deine Sünden alle vergeben hat. Und von daher habe ich Johnny Pana von Kanada hier dabei. Er ist ein guter Freund und er kann nicht hier bei uns sein, aber über WhatsApp ist allerhand möglich von der ersten Tag nicht so. So, willkommen Johnny zu dem Programm Ekran. Dankeschön, dass du das erste Mal hier dabei bist. Und ich möchte dir einmal Frau Kostri-Kart sagen, wer du bist, von die einmal Kart feststellen, von wo du bist. Und ja,
vertel uns einfach mal von dir. Hallo, dankzij Edward voor het mij aanladen. Mijn naam is Johnny Pana. Ik ben geboren en opgewassen in Paraguay. Ik ben bevrijd en we gaan 3 kinderen en we leven nu al voor de laatste 5,5 jaar in Canada. Sehr gut. Schön te horen van die. En dankzij nog eenmaal voor dat u hier bent. En kan je ons nu zeggen, hoe die leven weer ver de Jezus kennenleren deed? Hoe we die leven, die Jezus in die leven had? Kan je ons dat mal vertellen? Ja, mijn leven verder Jezus. Wel, vandaag kan ik met klaarheid zeggen dat we nutzloos, weil wenn man nicht Jesus hat, dann ist einem sein Leben nicht schwer. Aber da kann man erst mal dann begreifen, wenn man Jesus entdeckt hat und Jesus in sein Radar ist. Und so zum Beispiel Carterlei, ich hatte eine ziemlich normale Kindheit, würde ich können sagen, normal mit einem niedrigen Leben. Und ich als ik opwassen deed, ik had zeer goede vrienden. Als ik jong weer, wat me denken kon, ik had goede vrienden. Maar ik 15 jaar oud weer. En dan entscheiden die vrienden zich dat ze willen mij niet meer de vriend hebben. En ze starten mij auf. Ze schauen mij auf en zeiden, ik wil niet meer welkom in ihr leven te zijn. En mij deed dat ze zeggen wil. Dat vernichtte mij, en voor mij weer de wereld aan te eng. Ik word sehr traurig darüber, weil ich heute sehr viel wird geschätzt und sie heute bloß wills. Ich weiß nicht, was die Ursache wäre. Ich glaube, dass wir vielleicht wills, vielleicht nicht von ganz in der Recke Familie wie aus sei, aber mir das sehr wohl. Und dann habe ich viel traurig darüber, aber für dann die Request sehr lang, dann fange ich mir an sehr hart zu machen über die Menschen. Ich fange an Menschen die Schuld zu geben, die nicht Schuld anhouden, und ich mruk eine unsichtbare Mauer ram mir ram, te mich verteidigen, dass mich nicht mehr Menschen würde verlassen. Und für die nächsten mehrere Jahre habe ich mich sehr hart gemacht und ich fange Menschen an zu hassen, weil ich keinen mehr vertrauen. Ich will keinen Freund mehr haben, wenn ich Angst, mir würde das wahre passieren, was mir einmal passiert wäre. So dann mruk ik me sehr hard über alles, was an mir passiert ist in 40 Jahren. Ich kann nicht mehr heilen. So hart mruk ik me. Weil ich glaube, ich würde selbst ich weiß, was ich deed. Und dann fange ich über Tag an Freunde zu haben, wie sehr anreiche Freunde, die ein gottloses Leben führen deuten. Und ich fange mich so an zu befreunden mit denen, aber mir ging das niemals schön. Ich fange nicht Frieden im Hart. En mensen houden mij ook al vragen van Jezus ongereed en van God verteld, maar ik haat God in werkelijkheid, want hij had zoveel laten toekomen in mijn leven en ik kan dat niet verstaan. Ik zeg dat, want God gegeven dat, waarom moet hij zoveel laten toekomen in mijn leven? So ik vang aan te twijfelen als God verheb existeren deed. Maar ik was zeer einsam. Op zwaar ik de mensen wil wijzen dat ik wist wat ik deed en wir sehr kalt immer zu den Menschen in Daul. Aber da in mein Hart hatte ich Angst. Ich hatte Angst und ich wusste, das wäre nicht in Ordnung. Aber ich will nicht tauschen, dass ich die Jans ja wie wollte Fehler machen. Ich will das nicht so haben, dass ich Frieden finden, wenn ich mit Gott komme. Wo fängst du Jesus? Wo kommst du auf einmal mit Jesus in Kontakt? Aber in mein Hart wusste ich, dass Gott existiert. Das ist die Bibel sagt, jeder einer von uns ist am Horten hingelegt. So viel, als wir alle dort ignorieren, so viel, als wir versichern, für wie Jesus angenommen haben, das nicht so zu haben, dass Gott du ist und uns gleiche das. Weißt du, wie das Typ noch hat, uns hat trotzdem, dass Jesus du ist. Und ich wusste das auch. Mir war Jesus festgestellt, das Evangelium gepredigt durch verschiedenste Orte. Das ist eine von den Personen, die mir das auf meinem Mutter sagte, ich komme da an und bet für mich und lese die Bibel und ich hasse das. Wir überfordern uns zusammen. Das heißt uns da getan. Aber wieder noch andere Freunde, die das auch taten, versagten mich zu überreden. Und ich glaube bloß, der versagte mich irgendwas zu überreden, uns eine Religion so noch fallen, die mich nicht interessieren würde. Aber in Wirklichkeit wären das Menschen, die sich an mich sagen. Die wollen haben, dass ich soll geraten werden. Die sagen sich an mich. Und dadurch, dass Menschen und Freunde haben für mich gebeten. Ich könnte Jesus finden. Und an den Tag, als ich Jesus finden, dort wir den Tag, nicht korrekt den Tag, aber in der Zeit sehr durchram und 2006, als ich meine Frau kennenlernte. Und da wird die Zeit nach einem Jahr, eine sehr Strome, Gott hat er durchgestellt.
En ik voel me goed met we worden vrienden over de tijd, over de nächste maanden. En ik wil mijn leven met, zoals ik nog geen anderen houd en zij harst mij toe. En dat alles wat mij veelde deed. Mij veelde een persoon wat mij would toehartje. En toen kan ik mij mijn leven uitscheden. Maar zij had het ziemlich klaar, dat zij wil voor God leven. En ik had het ziemlich klaar, ik wil niet voor God leven. Maar dan vang ik aan mij aan na te forschen. Wer is God en wat moet zijn wanneer ik met Jezus aannemen. Ik wil gered worden, ik wil vrede hebben in mijn hart. Ik wist dat ik weer verloren. Ik wist dat ik ging strijd in de hel nemen. Dat wist ik. En dan dacht ik, zo, wanneer ik dat weet dat ik kon in de hel nemen gaan, dan kon ik dat ik weet dat ik kon in de hemel nemen gaan. Zo den dag als ik me bekeerde, dat kon ik me herinneren. Ik kon me herinneren waar alles op mij op een hastig donker eeuw komen deed. In een geval van een zwarte wald, waar ik mijn schuld niet meer dragen kan. En ik word dan, wanneer Jezus mij die schuld moet wegnemen, dan moet ik vrede hebben. En Jezus kan mij vergeven. Ik vroeg om vergeving. Ik had zoveel aanrecht gedaan in mijn leven. Maar als ik naar Jezus komen deed, en dan op de vloer weer en op het knieën en ik praat had God, dat hij mij moet vergeven, dan weer dat dus van de zwarte wald boven mij weggenomen wordt. En ik kan weer klaar denken. En ik vang vrede. En ik had zoveel vrede en zoveel vrijheid dat ik nog niet gehad had. En ik hield zoveel aan de ene oven als wat ik al voor jaren niet gehield had. Ik had voor jaren niet een troon gelaten, wanneer ik mijn hart gemaakt had. Maar aan de oven hield ik alles uit. Geen mens kon dat verstaan, dat teruggegaan is. Maar dat wonderbare ervan is, dat ik zie mij zeggen van dat ik in de hemel niet komen kan. En ik leed Jezus kennen en gerade op wat terug, vrienden wat voor mij gebed had, vrienden wat mij het evangelium gepredikt had, en mijn vrouw wat vandaag mijn beste vriendin nog maar is, wat zeer veel voor mij gebed heeft, die tijd, en mij klaar wezen dat God mij gleich deed, wil zij gleicht mij. Johnny, hier ist noch eine ganz wichtige Frage. Was feilst du, als Jesus deine Sünde vergibt hat? Was feilst du, fühlst du hängen, anstatt zu lassen du hängen? Was für die Pfeile gingen durch den Körper? Was dachtest du, was ging es mit dir an? Wat ik feile deed, als Jesus meine Sünde vergibt hat, weil ich had het schon gleich auch gesagt, aber ich möchte noch einmal uitreiken, dat feil sich so, als die Bibel sagt, dat we moeten van nieuw geboren worden. En mijn leven vangt dan aan. Vandaar wanneer ik terugkijk dat alles wat er verder passiert is, en werkelijkheid dat haalt kwijt. Dat haalt bloos zo wijd dat ik kan weten dat ik moet verloren werden van de generatie. Maar mijn leven vangt aan als ik Jezus kennenleer. Door weer vrede, door weer vrijheid, door weer op mijn hoofd, dan kan ik mal leven, dan kan ik mal waar mensen aankijken, mensen schaftig behandelen. Ik had vrede in mijn hart. Ik wil van nieuw geboren worden. Mijn leven vangt dan aan als ik Jezus kennenleer. Sehr schön von dir zu hören, Johnny. Sehr schöne Geschichte. Gott ist wunderbar, nicht so? So, und zuletzt, Johnny, kannst du den Jugendlichen oder den Tauchern noch ein mutmerkendes Wort geben? Ein Wort von Gott. Was kannst du uns sagen? Ja, ich möchte lieber Tauchern mutmerken, wenn du noch verzweifelt bist, eine Person bist, die noch nicht ganz genau weiter ist, als du möchtest Jesus annehmen oder nicht. Ich möchte mutmerken, weil ich möchte sagen, dass der beste Feind wird nicht wollen, dass du sollst gerat werden. Er wird wollen, du sollst die schleifen und du sollst verzweifelt sein. Aber Gott legt die. Gott legt die so sehr, dass er mag irgendwas tun, damit du wirst gerat werden. Und ich möchte die mutmerken. Das Mensage, was du hier hast von mir, ich bin mal verloren, ich sehe Rat von dir. Den hast du nicht Taufall, gehört. Gott hat es so geführt, dass du diesen Mensage hier ist, wo ich habe jetzt geredet. Damit du kannst bewegt werden und daran glauben, dass Gott die Rade kann, du kannst Frieden finden und die da kann wahrscheinlich gehen im Leben. Mag Gott dir wirklich sein. Okay, wir sind zum Schluss gekommen. Dankeschön, dass ihr alle dabei waren. Dankeschön, Johnny, dass du wirklich wirst mitteilen über WhatsApp. Und musst du einen guten Weg haben. Aber ich möchte dir auch mal merken, wenn du dein Zeugnis mitteilen oder ans Kiste checken oder irgendwas mitteilen willst, oder du auch Frauen hast, Frauen, die
die wel haben, wie soll hier ein Programm beantworten. Aber auch für dass wir nicht alle zu den Menschen sein, dass wir bloß alle die persönlich beantworten, dann schreiben uns auf Facebook oder eine E-Mail oder schreiben uns auch auf WhatsApp, die Nummer, die war ich nu kurz zu laat gesagt worden. Und ich möchte die Gottes sehen wünschen. Und wenn du Jesus erfahren wirst, für deine Sündenvergebung, dann wach nicht, er ist einmal reid, er will dir alles vergeben. In Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.